One, two, three. Hallo miteinander. Bei mir ist jetzt Sonntag. Morgen, später am Morgen. Ich habe ja geschlafen bis um 9 Uhr. Ja, genau. Und Bonnie und ich, wir waren schon im Tal unten. Haben das Training gemacht, Velofahren, Leinen, brav sein. Und sind noch Hafermilch holen, weil das ist wichtig. Das braucht man für den Kaffee, für den Matcha und natürlich vielleicht auch noch für ein Müsli. Ja, so fängt es an. Und nachher, wenn ich oben bin, sagst du, ich freue mich schon, weil es wird schon wieder warm, wir sehen es. Es ist ein herrliches Tag. Wenn ich oben bin, dann nehme ich zuerst den Matcha, dann sitze ich her und dann schaue ich das Video, nämlich das, was du vor letzter Woche, genau das, was du jetzt auch machen bist, am Video schauen. Einfach nicht das, sondern das von der letzten Woche. Also, so fängt die neue Woche an. Ich schaue das Video. Willkommen in Riesta. Schön, dass du da bist. Let's plant some trees. Let's plant some trees. Nice and big and shady, all covered in leaves. Guten Morgen, willkommen zurück in Riesta. So schön bist du da. Es ist Montagmorgen. Ich bin gerade am Zäunen. Ich richte jetzt einen riesengroßen Bereich ein. Mit sehr vielen Nischen und Lücken und so für die Schäfe. Weil für die Woche werde ich eben alles noch vorbereiten. Weil 2 Wochen drauf, also für die nächsten 3 Wochen, bin ich recht absolviert. So richtig. Aber verrate noch nichts mehr. Da müsst ihr abonnieren. Wirklich abonnieren, bitte. Damit ihr es nicht verpasst, drückt noch ein Glöckchen drücken und los geht's! Hey, die Woche geht los. Ich habe eine Checkliste. Ich habe heute Nacht, kann ich noch sagen, ich habe letzte Woche so viel Pause gemacht und so viel geschlafen und erholt, dass ich heute Nacht einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr schlafen, es ist gut, es ist aufgetankt. Der Finger noch nicht so ganz perfekt, aber hey! Los geht's, he? Checkliste abschaffen. So ist es. Und Claudia hat dann noch frei. Sie ist heute so schön am Umgestalten. Wir haben ein neues Zuhause. Hey! Also los! Ein neues Zuhause und eine neue Woche. Wir fangen an. Schön bist du da. Well, they're good for the air, they're good for the ground. I just want to see trees growing all over town. So let's plant some trees today. So, der Weg ist frei. Da habe ich aufgeräumt, hat es einen Baum gehabt, einen Nussbaum da. Den Rest habe ich da angetan, weil da wächst sowieso nichts. Das ist nur Stein und Felsen. Das in dieser Ecke auffüllen mit Holz. Da auch. Also fortlaufend beim Aufräumen den Design berücksichtigen, wissen, was kommt. Darum ist es sehr wichtig, eine Vision zu haben. Wissen, wo es hingeht. Aber sich nicht müssen festlegen, bis es so weit ist. So wie bei jetzt Claudia im Haus. Jetzt, nach 3,5 Jahren, kann sie sich festlegen, bis sie weiß, was sie will und was es braucht. Und das Material ist auch beieinander. So, jetzt aber tue ich diese Ecke aufräumen. Das ist eigentlich nichts, das ganze Holz so wie es ist. Da auf dem Stein rumliegen bringt nichts, das ist nur feuergefährlich. Wenn ich es aber nur schon einfach da abnehme, unterhalb vom Stein, da, wo da wie eine Staumauer machen, fängt das ganze Wasser auf und noch mehr Erosion und Mist fängt alles auf. Verlangsamen wir das Wasser da und jetzt lässt es das Wasser ziehen. So ist es. Darum räume ich jetzt da auf, wenn ich schon da bin. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, was? Schon wieder etwas Neues. Schau, das ist eben, wie gesagt, das Bild vom Ganzen ist ja schon im Kopf. Das sehe ich ja jedes Mal, wenn ich vorbeikomme und jedes Mal stört es mich. Und jetzt, wenn ich gerade da bin, mit der Kettensäge in perfekter Zeit, plus mit der Haken, kann ich nicht mehr weitermachen, bis Claudia auf ist. Da brauche ich nicht mehr das Zweite sein, weil einfach, ja, wie es so muss sein.
Aber darum kann ich jetzt hier aufräumen. Zudem hat es hier alte Pfosten drin und alte Haare. Das brauche ich auch gerade zum Stützen, wobei vieles schon gegeben ist. So, fangen wir mal an. Also, das meiste, was hier oben bekannt war, ist jetzt unterkant und fängt die weitere Erosion auf. Genau, weil da oben kann es noch rutschen, da unten fängt es auf. Versetzt dich, das heisst, da wird irgendwann einmal mehr Humus geben. Ja, weil da rutscht es die ganze Zeit, wenn es regnet. Und das ganze Wasser, das da drauf kommt, wird da innen verlangsamt. Vielleicht sogar aufgesogen und im Boden gedrückt. Das kann noch gut sein. So, jetzt soll ich noch diese Ecke rausputzen und dann gehe ich ins 9. Auch da habe ich alle Strink auf den Haufen. Das ist Happy Habitat vor allem. Dort ist es da vorne, ist es noch am Kontur entlang, die Konturlinie. Dort, wo die Tiere immer durchlaufen, also Esel und Schaf. Ja, das ist aufgeräumt. Da, als vorher. Und das hat alles einen Sinn. Well, let's plant some trees. Hip, hip, hooray. Cause they may grow much bigger than you someday. Well, you know, the best time to plant a tree. Zwischendurch bin ich immer wieder am Säck füllen und am Nachgraben. Und bald schon bin ich da hinten. Es sind also doch keine 100 Säcke, werden es auch nicht mehr werden. Aber schon noch einige. Ja, aber der Design für das nächste wird mir immer klarer. Also das nächste einfach ein Upgrade zu dem, was es ist. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass das früher oder später definitiv drankommt, bald einmal. Vor allem, weil ich so Freude am Säck füllen. Und ja, heute beim Säckgraben habe ich noch ein mehr überlegt und mehr am Design gefeilt. Ja, ich habe gute Ideen. Ganz gute Ideen gibt's. Was 20 years ago, but the second best time is right now. So let's go, let's plant some trees today. Was machen wir jetzt? Also, umziehen. Es ist Montagmittag. Wir sind beide gerade wach, zufälligerweise. Und Ausgeschlafen. Claudia ausgeschlafen. Zum ersten Mal ausgeschlafen. Dafür hast du so viel Schönes gemacht, Claudia. Aber jetzt machen wir einen grossen Bereich. Ich habe heute Morgen alles vorbereitet, das haben die ja schon gesehen. Und das Ziel ist, dass wir es jetzt hier so aufmachen, dass die Chefs nicht rauskommen und wir aber alles können miteinander verbinden. Und dann haben sie ein wirklich riesengroßes Gebiet, das 3 Wochen lang gut anheben. So ist es. So ist es. Sie können sich immer bewegen, immer wieder dort picken, wie sie es gerne machen. Und einfach nie zu lang. Und trotzdem haben wir die nächste Zeit nichts zu tun. Beles ist am Wasser spritzen für den Wald. Und Lorenz, Philipp, schau mal unseren Weg. Fangt zu und verlangsamt jetzt so gut. So gut. Hey, well, let's plant some trees for people we don't even know. Cause they'll bring everybody joy as they watch them grow. Yes, they will. 6 mal 6 gibt 36 Säcke bin ich. Also 36. Sack bin ich jetzt am Führerfahren. Zum Busmus. Da wird es immer weniger. Aber immer noch einige. Weil ja. Aber jetzt tue ich mal. Weil eben. Ich muss, ich will, ich sollte, ich mache weiter. Die Säcke sind verteilt. Der erste Stacheldraht ist drauf und ich mache jetzt weiter. Ja, fortlaufend verteilen, immer wieder abwechseln. Und ja, weiter geht's. Well, if you get down on your knees and plant you some trees, well, they may still be here in many hundreds of years. You can climb, you can hide, you can live
harvest of pride when you plant some trees today. Well, let's plant some trees today. Oh, let's plant some trees today. Designer, you're now a recliner. So long and thanks for the yield. And your tools left behind have all sharpened our minds to keep growing the change in the field. The future is looking quite shady under all the ideas that you've grown. And to look out the window at food in the ground gives us power to face the unknown. The trees eat us all in the end. Also, jetzt habe ich 70 Säcke vorgebracht. Dort vorne hat es keine volle Säcke mehr. Wir tun jetzt aber zwischendurch etwas anderes machen. Und zwar überall die Häge zusammentreten. Das ist ein Job, den man das zweite macht. Jetzt, wo Claudia mehr oder weniger mit dem Haus fertig ist. Claudia, hast du eigentlich schon eine Tour gezeigt vom Zwergenhitli 3.0? Nein. Noch nicht. Also es kommt sicher noch bis Ende Woche in diesem Video noch eine ganz ausführliche Tour von Zwergenhitli 3.0. Es ist der Hammer. Ja, Baba hat jetzt Claudia wieder Kapazität. Luis, was machst du? Hat Claudia Kapazität zum Helfen, das heisst, wir machen jetzt Tage zusammen. Genau, meine. Plant one for me when I'm gone. So, ich mache mir jetzt gerade die letzten 2 Tablar. Und ja, dann muss ich dann noch Winkel haben. Und dann gibt es die letzten 2 Tablar in der Küche. Noch für meine ganzen Gläser mit meinen ganzen Kräutern und so. Und dann ist fertig. Wir haben ja zuerst mal das Saatblatt ausgewechselt. Und lassen da. Das ist nicht mehr so vertrauenswürdig. Jetzt habe ich da Neues rein tun. Und jetzt das Brett da halbiere jetzt in der Mitte. Dann gibt es 2 lange Tablar mit je 2 Winkeln, die dann aufgehängt werden. If you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. So, ich habe mein Brett halbiert, abgeschliffen. Es ist bereit, sobald ich die Winkel habe, kann ich es dann noch hermachen. Aber ja, jetzt haben wir folgenden Plan. Ich gehe runter jetzt. Ich gehe aber nur ein paar schwere Sachen posten. So Basic-Zeug, Milch, Milch. Hafermilch, Mehl, wollte ich sagen, genau. Ja, weil morgen müssen wir definitiv posten, wir müssen sonst noch ein paar Sachen haben. Und dann gehen wir aber am Morgen früh. Und dass wir dann auch noch, wenn wir noch Hundefutter haben und nicht mehr so viel anderes haben, auch noch zum Schleppen. Ich glaube, BLS war da und schneiden am Zeug verhacken. Da liegt jetzt auf jeden Fall ein riesen Tischchen. Stachel gerade im Weg. So. Also, eben, morgen Haufen Zeug, Hundefutter und so weiter und so fort. Haben wir schon genug zum Auftragen. Darum habe ich gesagt, statt einmal so richtig aufkrampfen, hey, das habe ich nicht so gerne. Gehe ich lieber heute und morgen runter. Und darum habe ich entschieden. Morgen bin ich natürlich viel spät aufgestanden für das. Wenn du erst um 9 Uhr aufstehst, dann nachher, musst du nicht noch bei dieser grossen Hitze runter. Jetzt ist der Weg schon wieder ein bisschen im Schatten. Darum mache ich es jetzt halt am Nachmittag. Ja, da bin ich unterwegs. So, die 70 von hinter der Bar sind auch schon verbaut.
Ja. Einfach so sieht man es gerade nicht, weil es passt und fügt sich gerade so schön in alle hinein. Aber ja, also bevor ich angefangen habe, bin ich da durch den Boden gewesen. Also jetzt bin ich überall praktisch gleich da. Also ich kann jetzt weiterfahren, aber jetzt bin ich eigentlich habe ich eine Ebene. Aber in der Zwischenzeit sind auch schon fast 1000 Säcke durch. Also es sind wirklich nicht mehr viele Säcke. Es sind jetzt noch 30 Säcke oder so, wenn überhaupt. Und dann sind die 1000 schon weg. Das heisst, es braucht neue Säcke. Ja. Die ersten 1000 sind durch. Ich denke, ich brauche sicher noch 500, eher 1000. Aber eben, ich könnte rein theoretisch auch 20.000 bestellen, weil nach dem Stall gibt es ja noch mehr. Die Säcke werden wir brauchen en masse und immer wieder von neuem. Darum, ja, so. Tapping into the rhizomes of wisdom, you wove them all into a tale. Esel hat richtig gerne Brennnesselwurzeln. Sehe ich da gerade. Seht ihr, die Breeze ist am Ausreißen, frische Wurzeln am Essen. Guter Preis, alles ist super. Wieso wird das da gereinigt? Bootlaufend bin ich auch noch am Abgraben, zum hinten auffüllen und damit es da hinten eine Fläche gibt, wird man so die Pfosten setzen. Ja, das ist aber super, wenn die Esel fortlaufend auch die Wurzel rausfressen. And with seeds in your pockets and dirt on your hands, he took us into the belly of the whale. He took us into the belly of the whale. So go on and tell us another, 'cause your stories are food for the soul, helping us to see the forest for the trees and ourselves as a part of the whole. See ourselves as a part of the whole. Yeah, trees eat us all in the end. Wir sind wieder dran. So plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they lied. I'm just shading out somebody's lawn. Ein guter. Es ist Mittwochmorgen. Wir sind wieder mal im Tal, wie ihr seht, vom Beton am Boden, vom Teer. Aber wir haben gerade gepostet. Da unter anderem auch eine Solardusche für unsere Wufes. Weil, ja, das Jahr sind sie richtig unzufrieden gewesen, undankbar. Und verwöhnt sind sie. Aber nein, sie sind bei uns und haben, die einen haben nicht so gerne kalt duschen. Darum haben wir jetzt eine Solardusche, damit nicht kalt duschen. Wieso müssen sie kalt duschen in Pura Vida? Wissen wir noch? Vor bald einem Jahr hat es ja gebrannt. Und der Durchlauferhitzer von Pura Vida hat ja ausgebrannt. Und es will niemand schauen. Also es ist kein Versicherungsfall, es ist kein Schadenfall, es ist keine Sabotage, es ist nichts, es ist einfach kaputt. Und ja, ein neuer kostet 4000 Stutz. Darum haben wir jetzt eine Solardusche. Und vieles andere, was es braucht in der nächsten Zeit. The problems around us are many. The answers come to us with ease. Take care of the land, your friends and your family, and remember to plant lots of trees. Also es ist Donnerstagabend. Nein. Es ist Donnerstagmorgen und gestern Abend habe ich entschieden, die Fußballsaison ist wieder vorbei. Das kann es ja nicht sein. Wenn du weißt wieso, dann weißt du wieso. Aber nein. Gut, also. Weiter geht's. Ja, es kommt Regen. Heute den ganzen Tag ist angesagt.
Ganz viel Regen. Ui. Das heisst, ja, früh alles auffüllen, alles bereit machen. Vielleicht sogar den Boden vorgießen, weil es ist so trocken. Und ja, mal schauen, wie lange ich heute morgen Sachen machen. Auf jeden Fall Eselwasser auffüllen zuerst einmal. So, ich habe noch ein paar Säcke. Das sind die letzten, die ich habe. Da füllen ich jetzt noch ein füllen, bis es anfängt zu regnen. Ich habe ja noch die Zeit und das ist auf meiner Checkliste. Also, jetzt geht's los. Because trees eat us all in the end. So plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. Yeah, well, trees eat us all in the end. So plant one for me when I'm gone. Then if you hear that I've died, you can tell them they've lied. I'm just shading out somebody's lawn. So, es ist schon am Tröpfeln. 3 Runden hat es gegeben. Also sprich 6 Säcke. Ja, also die Binde probiere ich jetzt zu binden, bevor es losgeht. Aber ich bin wirklich nicht angelegt für Regen. Darum ist schon bald wieder Feierabend, glaube ich. I wake up every morning, every night I go to bed. So, bewaffnet mit 2 Eimer und Schaufeln. Bin jetzt im Kompost, jetzt mache ich den Eimer voll, dann nehme ich die rauf. Like everybody I was born in, like everybody someday I'll be dead. Like the sun arising and the sun going down. It's all working to a pattern that keeps the whole thing going round. Around, around, around. It's just the way it happens. Yeah, round, around, around. So, und da sehen wir jetzt neue Münzen. Das habe ich auch schon gehabt. Und jetzt geht es da runter. Da ist die voll. Und ein paar. Da hinten ist noch der Schnittlauch, den der Pascal vom Garten aufgebracht hat. Genau, und da ist jetzt schön in der Ecke. Jetzt können die Hunde da nicht mehr drüber gehen. Gell, Bonnie? Hast du einen Ball? Ja. Genau, und da an dem Mäckchen, ein wunderbarer, haben wir jetzt auch noch die Zähne mit Lavendel. Und da habe ich noch ein bisschen den Flitter befreit von den wilden Reben. Jetzt sehe ich gerade noch mehr. Die rupfe ich ab, die geht überall durch. So, und den Rest von dem, was ich da alles abgerissen habe, schmeiße ich da gerade drauf. Wir haben die Beetchen wieder ein bisschen frisches Kompost. Always in patterns, yeah. Es ist Freitagmorgen. Ui. Nachdem es die ganze Nacht geregnet hat, aber nicht so tief nass ist, bin ich wieder am Säck füllen. Eben. Mit den Hunden am Spielen. Und auf den Andreas am Warten, weil er hat sich angemeldet. Andreas kommt heute Morgen vorbei. Für ein paar Tage. Ja. Darum, wenn er kommt, wird sicher geschwätzt. Darum muss ich jetzt vorwärts machen. Es sind 12. 6 habe ich schon vorgenommen. Das heisst 18 plus 70 sind 88, die ich bis jetzt von da rausgegraben habe. Und langsam ist es gut so. Den Rest nehme ich wahrscheinlich von da vorne.
Und ja, da habe ich das wirklich eigentlich nur noch das und dann habe ich alles aufgebraucht. Gotta see the bigger picture before looking at the small. If you can't see the forest for the trees, then you're not really seeing at all. Before you do anything, gotta know how it's done. Work from a pattern to the details. Als wir hier hingezügelt sind, habe ich immer gesagt, hopfen, oben an den Felsen noch Stangen hochziehen und ein Draht, das Felsen oder die Mauern drauf, könnte man Hopfen perfekt anpflanzen und kultivieren. So, jetzt haben wir den lebendigen Beweis dafür. Und es füttert auch noch Geissen. To be halfway Ja, there gerne before hopfen. you've even Die werden gut begun. schlafen heute Mittag. Around, around, around. Oh, they'll tell you what you need to know. From what the weather's doing, if there's rain or brewing, to how to make your garden grow. We can rely on patterns, and you can learn them faster. Train your brain to retain them. Become a pattern master. Like a tessellated tamarindo, or a spiral full of herbs, or Fibonacci geometry in broccoli, or all of these rhyming words. Ja, jetzt ist schon Sonntag. Und jetzt habe ich euch ja noch die Haustour versprochen. Das heisst, die machen wir jetzt gerade noch. So, also hier kommen wir quasi raus zu unserem Schlafzimmer. Jetzt da unser ganzes Zeug und Sachen, die es halt alles so braucht. Und so Putzmaterial. Und dann geht hier mal die Stege drauf. Und dann kommen eben hier die ganzen Rucksäcke. Und dann haben wir hier ein schönes Bild. Dann ist das Weihgestell. Zwei habe ich übrigens nicht gefunden. Wir haben ein W verloren. Das ist jetzt runtergewindet. Genau, das Badzimmer habt ihr ja auch schon gesehen. Genau, neue Spielkasten haben wir noch montiert. Tipptopp. Dann geht es hier in die Stube. Da habe ich noch ein paar Kistchen und Sachen. Die brauche ich dann noch, um meine ganzen Gläser zu sortieren. Dort einzuräumen. Genau. Da sieht es so aus. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen. Das weiss ich nicht, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Das ist eine neue Ecke hier. Zum Entspannen. Dann geht es hier weiter. Ich glaube, das haben wir schon gesehen. Jetzt bin ich gar nicht sicher. Aber das sicher noch nicht. Das sind noch die letzten zwei, die ich noch gemacht habe. Genau. Und so sieht jetzt die Küche aus. Viel grösser auf jeden Fall. Und es hat auch Lampenschirm. Und an denen auch. Ja, das war super, dass wir endlich mal die Zeit haben können, um ein bisschen Gemütlichkeit und praktisch in den Vordergrund zu stellen. Hoppala. Ich glaube, ja, wir haben gestern ein bisschen Party gemacht. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Und ja, ich freue mich riesig, wirklich jetzt. Es hat mega gut getan. Und es ist auch ganz anders, muss ich sagen. Vor allem seit die Werkstatt so aufgeräumt ist. Weil du kannst einfach wirklich, du kannst irgendetwas planen, dann gehst du in die Werkstatt über, dann suchst du das zusammen, was du brauchst. Weil das meiste haben wir eigentlich. Oder findest oder Alternativen oder irgendetwas. Und das ist wirklich mega cool, weil da geht auch das Projekt vorwärts. Oder? Es hängt eben manchmal schon mehrere Sachen voneinander ab und zusammen. Und wenn dann eben zuerst musst du gerne nicht weißt, wo du das Zeug suchen sollst, was du dazu brauchst
Oder dann brauchst du irgendwie schon eine Stunde für das. Und ja, ich finde, wenn ich etwas im Kopf habe, dann will ich einfach loslegen und starten. Und umsetzen. Und nicht 10'000 Herausforderungen zuerst vorher noch meistern. Genau, und darum muss ich sagen, es macht mega Spass jetzt, zum Projekt zu machen oder zum etwas anfangen. Weil man halt einfach auch weiss, wo das Zeug ist. Und das hilft extrem. Also, ja, ich hoffe, euch gefällt es auch so gut wie mir. Sie mir aus die Terrasse von unten habe ich ja gar noch nie gefilmt. Huere gut, huere gut. Ja, und Mama, nicht da dran bin ich, sondern da dran sind wir. Andreas und ich sind bei Riesling am Ausbauen, sprich mit dem Wasser am Spielen. Und schön ist es. Ich habe jetzt gerade die Schaufel und Spaten geholt, damit wir da weitermachen. Wie da unten ist ja schon vorbereitet. Das ist so schön. Schön ist Andreas da. Er hat uns übrigens noch richtig beschenkt. Jedes Mal kommt er mit Geschenken. Ich habe so viel Respekt vor dem Andreas. Dort, wo die Bonnie steht, kommt das Wasser langsam entgegen. Ich komme hier Stufen runter zwischen der Haselnuss und Baumnuss dazwischen. Da bis zum Baum und dann fließt nachher da der Baum drauf und da unten gibt es ein Loch, wo das Wasser so richtig auffangen tut. Ja, das Wasser ist dort angekommen, wo es sollte. Und da darf es jetzt überfüllen und überlaufen und runtergehen. It really blows my mind, the way it's all designed. Oh no, I'm not religious, but it's prodigious. All these patterns in this world of mine. Wegen beschenkt, da wird Claudia mega Freude haben. Solarlights hat Licht um das pure Wieder und süßes Zweighitte herum. Ja, schau mal. Also Kälte. Die Nacht kalt haben, wird man nie mehr müssen. Wir haben jetzt 30, oder nicht ganz 30, nein, ein paar Wasserflaschen. Ja, ein Haufen so schöne Geschenke haben wir hier bekommen bei der von Andreas. Wobei seine Anwesenheit auch schon sehr, sehr, sehr viel wert ist. They go round, around, around in a dynamic relationship with the answers at your fingertip. Ja, es ist 11:11 und das ist Zeit. Wir sind gerade alle drei am gleichen Ort. Das heisst, wir sagen Tschüss, ciao, wieder schauen oder sowas. Ja. Ja. Teilen, Like, abonnieren und weiterverzählen nicht vergessen. Genau. So, ab nächster Woche wird es anders und die nächsten 3 Wochen werden anders sein. Habt Geduld mit uns, wir wissen nicht, wie es wird rauskommen, aber es wird etwas rauskommen, genau so ist es. Aber das Schönste an allem, neben dem, dass der Andreas da ist, und das ist schon natürlich sehr, sehr schön, ist die Tatsache, dass es dich gibt. Du machst die Welt zu einem besseren Ort. Darum, danke vielmals. Tschüss zusammen. Life just one big Mobius trip.